Die Kamera da innen hat bei Leica mal 20'000 Franken gekostet, weil sie limitiert ist auf 600 Stück. Als erstes bekommt man hier mal so ein Täschchen mit einer Lederhalbschale. Dann gibt es nicht einfach eine Box, sondern eine Schatulle, die wahnsinnig schwer ist. So sieht das Teil aus und das machen wir jetzt zusammen auf. Zum 60-jährigen Bestehen von der Leica M. Ja, die erste Leica M ist 1954 auf den Markt gekommen und die hier, die ist 2014 rausgekommen. Wir fangen an, dass es hier als erstes Händchen drin hat. Seitlich haben wir Zubehörsachen, Ladekabel, Ladeschalen für einen Akku. Wir schauen uns aber vor allem an, was hier in der Hauptbox drin ist. Man kann das ganze Teil auch so rauslüpfen. Da ist unten dran noch ein Büchlein drin mit aller Art Informationen. Das Set besteht aus 2 Artikeln. Ein Objektiv, zu dem kommen wir gleich, und die Kamera. Die Kamera besteht auf der Leica M240, 24 Megapixel Sensor Vollformat. Aber das Spezielle an dieser M240, nebst dem, dass sie eben im Audi-Design gestaltet ist, sie ist ein D. D ist Bezeichnung, zum Beispiel jetzt auch bei der aktuellen M11D, die hat kein Display. Also diese Kamera hat ja den Messsucher, das heisst, ich schaue durch den Messsucher hier, stelle so scharf. Ich habe kein digitales Display, obschon die Kamera eine Digitalkamera ist. Ich stelle den ISO also hinten drauf ein, wie bei einer analogen Kamera. Ich wähle die Verschlusszeit hier und blende am Objektiv. That's it. Im Messsucher sehe ich, wie viele Fotos ich noch machen kann, ob ich über- oder unterbelichtet habe. Und ich kann auf eine ganz, ganz mühsame Art Zeit und das Datum einstellen. Das ist alles, was ich an dieser Kamera einstellen kann. Sie hat kein WLAN, sie hat keinen Anschluss. Ich kann die Speicherkarte rausnehmen und die Fotos drauf kopieren. Und die Fotos sind einfach im RAW-Format drauf. Nicht als JPEG, nicht irgendwie übertragbar. Ich muss also die Speicherkarte mit einem Adapter in mein Handy oder am PC übertragen. Das zweite Produkt in diesem Kit ist das wahnsinnig spannende Leica Summilux. 35 mm, auch in dieser Sonderversion. Passend natürlich für Farbe. Und ich kann hier vorne den Ring abschrauben, wenn ich lieber eine Gegenlichtblende möchte drauf haben. Die liegt bei, natürlich auch in der richtigen Farbe. Und die kommt hier drauf. Bei beiden Produkten ist die Seriennummer, also nebst der Seriennummer, die limitierte Nummer drauf. Das ist das 520. Und das 520 steht nicht nur auf der Box und auf der Kamera, sondern es steht auch im Objektiv drin. Also ich kann nachvollziehen, dass das Objektiv genau in diesem Set zu diesem Body gehört.